Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zum GVC Podcast Family und Glaube. Wie schaffen wir es als Familie, den Glauben im Alltag zu leben und inmitten vom täglichen Chaos Gott nicht aus den Augen zu verlieren? Diese und ähnliche Fragen gehen wir gemeinsam mit verschiedenen Personen an. Heute bei mir wieder am Tisch der Christian Zwicky und Tabea Bulli. Schön, dass ihr da sind. Danke. Wir vertiefen gemeinsam mit Ihnen 5 Familienwerte, die uns helfen sollen, gemeinsam als Familie einen authentischen und echten Glauben zu leben. Heute geht es um den Wert, das Herz erobern. Der Christian Zwicky ist 5-facher Papi, FEG-Pastor und Fachperson, wenn es um Glaubensentwicklung und Prägung von Kindern und Jugendlichen geht. Und neben ihm sitzt Tabea Bulli, Religionspädagogin, Mami von bis jetzt noch einer Tochter und Kids-Pastorin in der GVC Winterthur. Und ich bin Martina Nägeli, ausgelernte Kindergärtnerin und arbeite ebenfalls als Kids-Pastorin in der GVC Winterthur. Seit Jahren sind Kinder der Hauptbestandteil meiner Arbeit. Ja, wir steigen gerade direkt ein. Der Wert, das Herz der Kinder erobern. Ich muss ja gestehen, das ist, würde ich sagen, mein Lieblingswert von diesen 5 Werten. 4 oder respektive 3 davon haben wir schon angeschaut. Das ist quasi der 4., wo wir jetzt ein bisschen eintauchen. Vielleicht gehen wir so zum Start. Was ist euer Lieblingswert von diesen 5 Family-Werten? Ich finde die Frage extrem schwierig, weil ich alle 5 Werte extrem gerne habe. Weil sie einfach unterschiedlich sind. Aber der jetzige, das Herz erobern, ist etwas Schönes. Es ist einfach so, vergiss alles, es geht einfach um das Herz. Ja. Das ist schon motivierend, ja. Bei dir, Tabea? Bei mir ist der nach kommt, der letzte, also Ritual mit Kind. Das ist einfach momentan mein Lieblingsthema in unserer Familiensituation. Cool, danke euch vielmals. Für die jetzt noch nicht rauskommen, von was wir da reden, wir haben 5 verschiedene Folgen zu 5 verschiedenen Familienwerten, die wir aufnehmen. Und falls euch eine mehr interessiert, dürft ihr sehr gerne auch dort mal reinhören. Ja, jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Das Herz der Kinder erobern. Für mich widerspiegelt das irgendwie so fest auch Gottes Herz. Er sucht ja immer Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Und gerade ganz besonders in Bezug auf Kind auch Beziehung vor der Erziehung. Und ich merke, das ist irgendwie auch noch eine Challenge manchmal so ein bisschen im Alltag. Wie schnell drehen wir uns um To-Dos oder Sachen, die noch gemacht werden müssen, oder eben auch das Verhalten von diesen Kindern, die uns anvertraut sind, egal in welchem Kontext, egal ob Family oder jetzt bei mir, mehr beim Job. Wie sollen wir uns verhalten als gute Christen? Wie können wir sie gut erziehen und ready irgendwie machen fürs Leben? Genau. Und dort immer wieder sich zu fokussieren auf das, was Gott eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, nämlich, dass er einfach das Herz der Kinder gewinnt und gar nicht in erster Linie, wie sie sich jetzt verhalten. Christian, der Wert in eurer Familie, wie sieht das aus? Der Wert kommt meistens dann zum Zug, wenn wir es nicht machen. Sag es mal so. Oft rennen wir etwas trainieren, verlangen von den Kindern, sagen, jetzt machen wir das, wenn wir es abgemacht haben, oder jetzt bist du wieder zu spät gekommen. Oder einfach, es passiert oft leider durch eine Anklage, aus dem Affekt raus. Und dann merken wir, jetzt sind wir wirklich rein aufs Verhalten abzielt, und jetzt geht es gar nicht um das Kind. Sondern jetzt geht es nur darum, dass das Kind korrekt ist, dass es richtig macht. Und im Moment vom Aussprechen häufig merken wir, das haben wir nicht wollen. Und dann musst du halt wieder rückkrebsen und sagen, nein, sorry, das ist nicht so gemeint, sondern mir geht es darum, und dann fängst du plötzlich wieder an zu schwätzen. Ja. Wie ist das bei euch, Tabea? Du hast ja noch eine jüngere Tochter als jetzt der Christian. Ja, das wird sich noch zeigen. Aber ich bin, glaube ich, so ein bisschen der richtige oder falsche Typ. Und weiss, wie man es richtig machen sollte. Ich hoffe, also ich habe mir das mega fest vorgenommen, so dass nicht auf meine, aber das wird wahrscheinlich passieren, nicht auf meine Kinder zu fest projizieren, dass ich so das fertige Schema habe, wie es jetzt sein müsste. Ja. Oder wie ich es für richtig halte. Ich bin schon der Typ, der... Ja. Ich weiss gar nicht, wie es noch typisch ist. Ich merke, viele Christen oder Leute, die aus christlichem Elternhaus sind und selber noch Eltern sind, haben die Tendenz. Einfach
man ist aufgewachsen, man hat gewusst, das ist richtig, das ist falsch, so muss man sich verhalten. Und aus dem heraus nimmst du es wie automatisch mit und hast das Gefühl, du willst das Kind sich auch richtig verhalten, sich richtig verhalten. Und du schaust, dass es sich überall das nicht lügen tut, das nicht stellen tut. Und die 10 Gebote sind ganz, ganz wichtig plötzlich. Nicht wörtlich, und gleich merkst du, orientierst dich nach dem. Und nachher plötzlich merken, nein, stopp, mein Kind geht gar nicht darum, dass es richtig verhalten. Das ist nebensächlich. Sondern hauptsächlich ist, dass Beziehung da ist. Und das ist, finde ich, für uns, so wie ich auch, wo es christlich im Elternhaus ist, schwieriger zu umsetzen. Ich merke, da haben es andere manchmal einfacher. Aber ich will jetzt gleich nicht ein freches Kind, also ich habe mir das so vorgenommen, ich weiß nicht, ob das dann geht, aber wenn dann das Kind so richtig frech zu dir ist, das geht einfach nicht. Also ich will nicht so ein... Weißt du, wenn ein Kind jetzt dir Arschloch sagt, dann gibt es die Eltern, die einfach nichts sagen. Und hauptsächlich Beziehung ist gut, aber ich finde dann so, hey, nein, also, ich weiß nicht, ob es mir... Ich bin mega gespannt, wie es wird, wenn das Kind das erste Mal sagt. Also, ich will schon überlegen, wie ich dann reagiere, aber ich finde, gewisse Sachen vom Verhalten sollen einfach irgendwie... Nein, das gibt es einfach nicht. Für mich ist es nicht, wie soll ich sagen, wenn ich anti-autoritär bin, dann bin ich beziehungsliebend, überhaupt nicht. Oder ein reiches Herz. So tönt Nein, ja nicht. Also wirklich. Ja. Sondern es geht wieder um was kämpfe ich jetzt gerade. Oder vielleicht kann man sich so auf den Punkt bringen. Kämpfe ich gegen das Kind oder kämpfe ich ums Herz vom Kind? Es ist ein Kampf mit dem Kind, aber die Frage ist, was ist meine Absicht? Will ich den Willen vom Kind brechen, damit ich gewonnen habe und sage, siehst, so ist es und dadurch geht es? Dann habe ich gewonnen, aber das Kind verloren. Oder geht es darum, dass ich um das Kind kämpfe, dass das Herz möchte das tun, was gut ist? Im Beispiel vom Arschloch, wie würdest du das machen? Versuche erklären, warum das mich jetzt verletzt. Oder was? Je nach Situation würde ich gar nicht zuerst zu mir gehen, sondern zum Kind selber. Und sagen, hey, was ist passiert? Wieso musst du so mit mir schwätzen? Also dort zum Kind kommen und sagen, ich sage jetzt, was ist mit dem Herz los, dass du so dreckige Sachen aus dem Herzen lässt? Das heisst, was im Herzen ist, kommt raus. Ja. Und da ist etwas drin. Und er erlebt das hier und da, also nicht, dass das Kind mir so etwas sagt, die Kleinste schafft es manchmal, wenn ich nicht mache, was sie will, dass sie mir Gacki-Papi sagt oder irgendetwas. Das ist so ihr Niveau gerade, mir ein Lieblingswort. Aber noch mehr erlebe ich es jetzt beim Kindergärtner, wenn er heimkommt. Er kommt mit dem Schulbus heim und dann kommt er rein. Und das Erste, was er macht, ist auf die kleine Schwester losgehen. Und ihr etwas wegnehmen, weil sie gerade etwas spielt, das er wollte spielen, obwohl er ja total dazukommt. Oder sonst irgendein Grund los. Und dann gehe ich zu ihm und sage, du Florin, was ist jetzt los? Ist etwas passiert im Schulbus? Im Kind geht es nicht gut. Ich nehme mehr Zeit für ihn. Ja. Meistens schwierig während dem Kochen, aber ich probiere es. Oder setze ihn halt in der Küche nebenan und versuche, wie so, was ist los hinten dran? Was ist passiert? Und wenn er das kann benennen und sagen, jetzt wie heute Morgen, ja, der Schulkollege hat mir wieder mein Bastel kaputt gemacht unterwegs. Und das ist auseinander. Ich sage, komm, dann schauen wir es nachher an und flicken es. Und dann ist schon vieles ganz gut. Aber das Herzerober ist wie so, mich interessiert es, wieso ist dein Herz jetzt so? Ja. Und gar nicht nur, sollst du lieb sein. Und gleich dann am Kind helfen, vielleicht den Frust, das findest du als Kindergärtnerin wahrscheinlich gut. Der Frust jetzt, du hast den Frust, wie lade ich den jetzt konstruktiv raus, oder? Dass du das Herz gewünscht und gleich das Verhalten kannst einen Vorschlag machen oder helfen begleiten, wie man jetzt könnte, ich nehme mal so, ab dem Kind gelernt das, oder? Die Idee dass sie eben dann nicht hauen, sondern... Bei uns geht das nicht. Also unsere sind nicht so in diesem Alter so selbstreflektiert und das üben. In der Schule machen sie es und wir sind ein bisschen pragmatischer unterwegs. Also es ist schon das Ziel. Ja? Wir versuchen herauszufinden, was war. Und wir sagen auch, hey, komm, was wollen wir jetzt machen mit dem? Aber wir helfen, wie das Problem lösen und gar nicht nur in die Aussensicht gehen, dass das Kind reflektieren kann, was ist. Manchmal, also je nach Alter natürlich wieder, gehen wir dann schon über und sagen, du, mich verletzt es, wenn du so mit mir umgehst. Aber es nützt gar nicht, wenn das Kind mit sich beschäftigt ist. Wenn es aber nicht mehr ist, dann kannst du über das reden. Okay. Und das finde ich eben mega spannend. Du hast eigentlich meine nächste Frage beantwortet. Wie kann uns das eben gelingen, das Herz der Kinder zu erobern? Und ich glaube, jetzt in dem Beispiel, das du gebracht hast, wenn wir uns auf die Herzensbeziehung einlassen und nicht nur das Verhalten sehen, dann kann das Kind auch wieder zur Ruhe kommen und es spürt Annahme, auch unabhängig von seinem Verhalten. Ja. Und dann kann man wie in einem zweiten Schritt immer noch sagen, hey, ich habe es aber trotzdem nicht gern, wenn du jetzt einfach das Zeug kaputt machen, ja. Oder? Aber manchmal braucht es dann auch nicht mehr, weil es wie einen Ort findet von der Annahme, von da lässt mir jemand zu, da interessiert sich jemand für das, so, wie es mir eigentlich geht. Und nicht nur für das, was ich jetzt vielleicht gerade gemacht habe, oder? Und das ist auch so eine Beobachtung, wo ich immer mal wieder mache im Umgang mit Kindern.
wenn man sie eigentlich auf der emotionalen Ebene abholen kann, dann hat das oftmals schon automatisch auch Auswirkungen aufs Verhalten, dass sie dann gar nicht mehr müssen, jetzt so die Wut so rauslassen, weil sie abgeholt werden. Stichwort Annahme ist mega wertvoll, genau um das geht es. Also das Kind soll angenommen sein, soll Heimat bekommen, das Herz soll zur Ruhe kommen. Und das fasziniert mich am Glauben. Also Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Er ist für die Sünden gestorben, die wir gemacht haben, bis wir zu ihm gekommen sind. Er ist gestorben für die Sünden, die wir gemacht haben, seit wir bei ihm sind. Und er ist gestorben für die Sünden, die wir werden machen in Zukunft. Und das macht mich wie frei von, aha, die Sünde ist gar nicht mehr so wichtig, die ist ja schon gezahlt, es ist erledigt. Ich muss nicht jetzt mir mühen, damit ich immer noch gut bin, sondern ich bin schon gerechtfertigt. Ich bin angenommen bei Gott. Egal, was ich tue und wie ich mich verhalte. Und das ist so die theologische Basis hinter dem Ganzen. Ich bin angenommen von Gott, es ist alles gut. Ich kann mich nicht beliebter machen mit Gott, wenn ich bräver bin. Oder weniger beliebt, wenn ich frecher bin. Und wenn ich das merken und das Kind das spüren, dann kann man auf dem Herz begegnen. Ja. Und dann geht es weiter. Dann kann man nachher lernen, aha, jetzt bin ich frei, um auch anders umzugehen. Es erinnert mich gerade an den Familienwert, es fängt bei mir selber an, wo wir in der ersten Folge miteinander darüber geredet haben. Wenn ich die Annahme bei Gott erleben und das zutiefst geliebt sein, das Bedingungslose, dann glaube ich, kann ich meinem Kind auch anders in dem ihnen begegnen, wenn es sich eben vielleicht mal nicht korrekt verhält. Weil das gehört ja auch dazu. Ja. Es wird nicht alles perfekt machen, es wird nicht alles richtig machen, es wird sich nicht immer so verhalten, wie ich jetzt das gerade gerne hätte oder für gut erachte. Und ich glaube, dort sind wir sehr herausgefordert, aus der Liebe, die wir von Gott empfangen, können einem Kind zu begegnen und nicht eigentlich aus dem eigenen Frust, dass jetzt das Kind wieder nicht das macht, was ich vielleicht will oder sage. Ja, und da, jetzt, um die Klammern aufzumachen, ist es extrem wichtig, dass ich selber angenommen bin von Gott. Mir das auch, also ich sage jetzt mir sagen, oder wenn ich es von Gott mir sagen lassen. Also das ganze Thema, meine Zeit mit Gott, ist die Basis, um überhaupt ein Herz vom Kind zu erreichen. Ja. Ja, spannend. Du würdest sagen, das braucht es eigentlich, dass wir überhaupt, gerade in herausfordernden Momenten, überhaupt können das Herz der Kinder erobern. Ich und meine Frau, wir brauchen es. Und manchmal sagen wir einander, du, hey, ist es nicht mal Zeit, zum einen Spaziergang machen mit Jesus oder mal ins Gebetszimmer gehen oder mal eine Runde. Einfach, wir spüren es einander an, wenn wir aus dem Effekt aus uns heraus arbeiten, anstatt aus dieser Annahme von Gott. Ja. Ja. Und da helfen wir einander. Das ist lieb gemeint und wir können beide damit umgehen. Aber gleich einander sagen, komm, nimm dir wieder mal Zeit, ich schaue den Kind in dieser Zeit. Oder so. Ich hatte noch so ein Beispiel vom Supermarkt. Ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mit euren Kindern erlebt habt, aber ab und zu gibt es ja Kinder, die mega anfangen zu täubeln oder fast irgendwie sich am Boden werfen oder so, weil sie etwas nicht bekommen. Und ich muss sagen, in diesem Moment bin ich auch ein bisschen froh, ich noch kein eigenes Kind. Ich finde das so eine herausfordernde Situation, weil man wie auch noch an einem öffentlichen Ort ist. Wie könnte das gehen, in so einem Moment irgendwie den Wert hochzuheben, von dem Herz vom Kind erreichen und trotzdem irgendwo nicht einfach das Verhalten aus den Augen zu lassen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das musst du sagen mit 5 Kindern. Also ich glaube, mit jedem Kind haben wir das durcherlebt. So, das irgendwo, nein, eine nicht. Die eine ist friedlich, die nicht. Aber die anderen 4 schon. Oft, wenn du die Süßigkeiten durchlaufst, das Schöckeli, und dann muss es das sein. Egal, ob es ein Täubelt oder einfach einpackt und so. Ich hatte so Geschichten schon gehabt, dass man Sachen retour bringen, sondern das Kind hat es irgendwo mitlaufen lassen. Ja. Gehört alles dazu. Und ich habe gemerkt, mich stresst am meisten, dass das Bild über mich bei den anderen Leuten nicht mehr da ist. So, der hat es nicht im Griff, der kann es nicht. Schau mal, was der für ein freches Kind hat, für ein lautes Kind. Das Kind sagt dem Arschloch. Genau. Ja, so sind Kinder mal. Ist jetzt halt mal so. Also, ich habe auch da in diesem Thema jetzt durch die 5 Kinder Gelassenheit gewonnen, weil ich merke, ja, gehört dazu. Wenn jemand ein Problem hat, darf es gerne probieren, mit meinen Kindern besser machen. Aber es ist einfach eine Phase, die da ist. Es ist ein Prozess, den man durchstehen muss. Und wenn ich nicht gestresst bin in dem Moment, wenn es nicht mich packt, das Verhalten muss stimmen vom Kind, sondern wenn ich genau weiss, ja, das ist jetzt echt traurig, bis ich das nicht kaufen kann oder weil ich einfach Nein gesagt habe, kann ich anders mit umgehen, bin freier, wirklich Beziehungen zu treten. Und ja, es kann sein, dass dann nach 5 Minuten weiter brüllt oder irgendein Theater da ist, aber ich weiss, hey, wir sind auf dem Weg miteinander. Ja. Und wenn ich einfach sage, jetzt bist du ruhig oder heb das Maul zu oder keine Ahnung was, also, da haben wir nicht gewonnen.
Weil die Beziehung zwischen dem Kind und mir ist nachher kaputt für einen Moment. Ja. Man kann sie immer wieder bauen, das ist das Geniale. Gell? Also als Eltern kannst du, ich würde fast sagen, fast alles machen und die Beziehung zum Kind geht nicht kaputt. Das ist so eine starke Bindung von Eltern zu Kind. Aber das Kind zieht sich zurück. Es ist wie so, in dem Fall will ich nicht in Beziehungen schaffen mit dir. Das macht das Kind dann häufig. Also es ist nicht eine Angst vor, ich habe nachher keine Beziehung mehr, sondern einfach so, ja, ich muss nachher die Beziehung wieder intensiv aufbauen. Es kostet mir wieder, weiss ich nicht, ich sage jetzt mal einen Tag Arbeit, wieder lernen mit dem Kind dran sein, bis das Kind mir wieder voll vertraut und die Beziehung aufgebaut ist. Und das ist mir nicht wert, den Moment von der Show zu haben und gewinnen, damit ich nachher eine Beziehung nicht mehr habe. Ja. Was ist jetzt dein Tipp für das Einkaufsmomentum? Zweimal tief durchschnaufen, Augen zu und dann deinen Weg weitergehen, wie du bist. Ja, und das ist sicher eine Challenge, gell? Ja. Also ich glaube, da sind ja oft auch versteckte oder nicht versteckte Erwartungen an das Verhalten der Kinder, weil man es oft ja dann eben auch auf die eigene Identität bezieht. Ja. Und dann eben das Gefühl hat, wenn sich mein Kind nicht gut verhält, heisst das, ich bin eine schlechte Mutter Genau, zum Beispiel. ganz genau. Ja. Ja. Das denke ich ja manchmal auch, eben, das passiert halt schnell. Vielleicht hilft das, ist das ein bisschen ein Appell, Ja. nicht so zu denken über andere, oder? Ja. Wenn du eine Situation beobachtest und denkst, oh, das würde ich jetzt, also vielleicht die Leute, die noch kein Kind haben, denken vielleicht dann, oder ich bin so, Ja. denkst so, was ja. Ja, und Die Gelassenheit, die will ich dann auch noch bekommen. Das kommt mit jedem Moment, mit jedem Mal, was du dann hast, was du erlebst. Ja, Christian, vielleicht noch kurz einen ganz anderen Aspekt von diesem Wert. Du hast in einem Gespräch mal erzählt, dass du und deine Frau manchmal so Tage einbauen, wo ihr wie sagt, hey, heute ist nicht ein Tag zum Erziehen, zum Beispiel in den Ferien. Das finde ich irgendwie mega einen spannenden Ansatz und auch so ein bisschen passt in das rein, hey, die Herzensbeziehung, das Herz der Kinder erobern, zusammen das Leben auch irgendwo geniessen und nicht sich immer den Stress machen, wo man muss in jedem Moment erziehen und sonst läuft gerade irgendetwas schief. Was hat euch dazu bewegt, um die, ich sage jetzt mal, erziehungsfreien Tage einzuführen? Ja, es war wirklich der Wert vom Herzerobern, der uns da bewegt und wir gemerkt haben, wir sind immer als Touchmeister und Polizisten hinten dran. Ja. Jeden Tag, jeden Moment. Und die Kinder haben, jetzt übertrieben gesagt, das war nicht so extrem, aber schon fast so, was machen wir falsch und wo muss ich darauf achten, dass ich nichts Falsches mache, weil die Mama und der Papi müssen wieder etwas korrigieren. Und dann haben wir gemerkt, das wollen wir gar nicht. Wir wollen eine Familie leben und Erziehen ist schon gut und wichtig, aber Erziehen ist ein Ziehen, es ist streng und für das Kind auch, es ist ein Verändern, ein Dranbleiben, es ist auch streng. Und wieso darf man nicht mal Pause machen und sagen, jetzt nicht? Das muss nicht ein Tag sein. Man kann ja sagen, das Essen, ich habe von einer Familie gehört, die sagen, hey, heute wird gegessen, jeder, wenn er will, an dem Tisch. Warum nicht? Also, weißt du, es geht wieder darum, einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt uns einmal. Jetzt sind wir einfach unterwegs. Und wir haben so ein bisschen erziehungsfreie Tage, wo wir sagen, hey, heute tun wir einfach nicht erziehen. Es ist uns Das egal. sagst du das den Kindern auch? Ja. Die wissen das? Ja. Und da kommt dann schon das zum Spielen, dass wir in einer Beziehung, in einer Herzensbeziehung zu unseren Kindern stehen. Das ist nicht so, yes, und jetzt machen wir nur einen Seich, sondern Ja, genau. hey, jetzt geniessen wir es zusammen. Jetzt Ja. schauen wir auf Schöne, jetzt erleben wir etwas. Und die Kunst ist wirklich, im Effekt bin ich eigentlich da von, oh, sollst du im Fall noch, hast du den Bus, hast du das gemacht? Also, stopp, abstellen. Also, die Kinder haben weniger Mühe als wir. Uns ist es echt schwierig, so einen Tag durchzuziehen. Ja, das glaube ich Ja. noch. Aber es war so entspannt gewesen. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem Freund geredet, der ist alleinerziehend, verwitwet. Und er sagt, hey, es ist ja so streng sonst, wenn ich das nicht nutze, so erziehungsfrei, weil ich bin immer der die Regeln gibt und ich der es umsetzen muss. Also da habe ich schon viel mit ihm lernen. Alleinerziehend hat es in diesem Punkt noch viel schwieriger. Ja. Weil ich kann manchmal die Rolle reinnehmen von, ja, die Mami hat das verboten, das ist jetzt wirklich mega blöd. Finde ich auch, aber jetzt ziehen wir es durch, sie hat es gesagt. Und so kann ich auf die Kollegen machen mit dem Kind, auf die Herzensbeziehung. Und sie ist die Regel. Kann auch mal umgekehrt sein, dass ich die Regeln gebe und sie auf das Herz machen. Aber wenn du beide eine Person bist, glaube ich, ist es umso wichtiger, mal zu sagen, jetzt lassen wir die Regeln dort stehen und jetzt geht es um uns zwei. Ja. Müsste ja immer so möglich sein. Nein, Eigentlich. ich glaube Im nicht. Alltag nicht. Wir haben den Auftrag zum Erziehen. Aber dass die Beziehung immer da ist, meine ich jetzt. Das schon, dass die die Beziehung da Connection ist, hat, ja. Das müsste ja auch möglich sein. Oder das wäre doch das Ziel dann vom Herzen erobern. Natürlich. Aber ist natürlich wieder. Aber wir haben in dieser Beziehung Erziehung geht immer mit Ziehen und es ist eine Spannung dazwischen. Das ist, wenn du das Gümmeli nimmst. Und die Frage ist, wie fest darfst du ziehen, das Kind, damit es sich bewegt? Ja. Aber nicht, dass es loslassen muss und dann schwitzt es extrem oder das Gümmeli gar kaputt geht. Ja. Und dort drin ist die Frage vom Erziehen,
Nein, es geht um eine Bewegung, um eine Veränderung. Das Kind soll Sachen lernen. Wir haben unsere Kinder zum Leben lernen, wie es ist. Und das sollen wir sie in Bewegung bringen. Aber eben nicht so, dass es immer streng ist. Ja. Das ist ein schönes Bild. Könntest du dir so etwas auch vorstellen, Tabea? Ein Erziehungsweitag? Du Ja. sagst jetzt, du bist Sieht eher das die so ein bisschen gerne... Sofort umgesetzt. Habe ich jetzt nur noch das? Nur noch das? Nein. Ich finde eher eine Herausforderung, Zeit sich zu nehmen, um das Herz wirklich kennenzulernen vom Kind. Also meins ist ja erst 2. Ich weiß nicht, ob man mit der Zeit, man meint, man kennt das Herz besser. Ich muss ja wirklich noch ganz neu kennenlernen. Also zuerst fängt das Kind an zu reden und dann weisst du überhaupt mal, was in dem Köpfchen oder in dem Herzchen drin ist. Dass ich mir die Zeit nehme, und das braucht mich auch in meiner Planung von meinem Familienleben oder von meinem Alltag, wirklich auch die Freizeit, oder wo ich nicht an einem Termin am anderen am Nachrennen bin, um die Zeit zu haben, um eben, wie du sagst, anzuhören, hey, was ist in der Schule passiert? Was ist denn passiert? Erzähl mir doch mal. Das sind die Zeiten, wo ich manchmal eben, dann bist du am Kochen und dann musst du schon wieder irgendwie los und dann hast du den Termin. Ich will das mir mehr einbauen, dass ich kann, oder mir bewusst machen, es braucht auch Zeit, um das Herz kennenzulernen und um dann nachfragen. Und nicht einfach denken, ich weiss jetzt schon, warum sich das Kind so frech verhält oder das, sondern frei und offen anzugehen und wirklich zu hören. Genau. Und meine Kleine fängt jetzt auch an, Sachen mitzuteilen. Also sie hat schon recht einen grossen Wortschatz, aber es braucht halt dann schon Zeit, um bis ich weiss ich jetzt, was sie meint. Letztens ist sie sogar mal zu mir gekommen. «Was ist denn, Mami? Willst du es mir sagen?» Weil ich mal traurig war. Wow. Dann dachte ich, 2,5-Jährige. Also die Herzensbeziehung, die hat sie sogar zu mir angeboten. Das finde ich mega herzig. Und da wirklich mir die Zeit nehmen. Ein kleiner Im Praxistipp Alltag. da drin, um das zu lernen, ist so, mir hat es geholfen, die 5 Sprachen der Liebe bei den Kindern anzuwenden. Ja. Welche Sprache redet mein Kind? Letzte Sprache von der Zweisamkeit, die Sprache von der körperlichen Nähe, die Sprache von der Wertschätzung, die Sprache von, was haben wir jetzt noch vergessen? Geschenke und dann ist einmal einer, wenn es gerade nicht Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft. Einfach da, wie redet mein Kind und Und wie dann kann merkst ich du das ab welchem Alter? Was hast du da für Erfahrung? Also, es ist Früh, extrem früh. Ja. Aber nicht so ausgereift, Ja. weißt? Aber du merkst, ein Kind hat es gerne zum Büchlein vorgelesen bekommen. Das andere will mithelfen. Das andere Kind freut sich mega ab Geschenken. Einfach so ganz minim merkst du es ein bisschen oder kannst es ein bisschen erahnen und ein bisschen ausprobieren. Ja, ich schaue auf die Zeit. Wir kommen langsam wieder so ein bisschen am Ende zu. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Was ist relevant, wenn man als Familie möchte lernen, das Herz der Kinder erobern? Ich würde jetzt wieder darüber ausgehen, dem, was wir schon gesagt haben, noch einen Schritt weiter. Und ich finde, das Relevanteste ist, wir wissen, hey, wenn wir am Schluss in der Glaubenserziehung stehen, Gott will das Herz unserer Kinder erobern und nicht das Verhalten. Und genauso möchte ich das tun. Ich möchte das Herz der Kinder erobern für die Beziehung mit mir, aber noch viel mehr, dass sie in Beziehung mit Gott stehen und nicht die guten Christen sind, sondern die authentischen, die echten, die Jesus von Herzen gerne haben. Super. Danke euch vielmals für das Gespräch und den Einblick in euren Familienalltag. Danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die wieder eingeschaltet haben. Falls ihr gerne möchtet mehr wissen über die anderen 4 Familienwerte, dürft ihr sehr gerne in eine andere Folge einschalten. Wir würden uns sehr freuen. Tschüss miteinander.